Und bald kommt ja Witcher. Der Witcher 3? Witcher 3. Ja. Weiß ja nicht, mich hat ja die Witcher-Reihe nie so... Oh, du müsstest mal die Bücher lesen. Ja, mich hat die ja nie so mitgenommen. Nicht mal die Bücher. Nee, ich finde ja auch so Bücher dazu blöd. Du liest keine Bücher? Nein, ich sagte die Bücher dazu. Ach so. Hast du die mal gelesen? Nein, ich meine so Bücher, die auf einer... Mach jetzt ready da. So scheißegal, was für ein Auto du hast jetzt. Meine Fresse. Das ist nicht. Ja. Für Bücher ja doof, die sich auf so eine Welt beziehen, Ja. ihre eigene Lore haben. Also, wo ich die Lore über die Spiele nicht... Also mich interessiert... Ich finde es gut, wenn Spiele eine Lore haben. Ja. Ich finde es auch super, wenn ich die Lore interessant finde, aber ich würde zum Beispiel auch nie im Leben ein World of Warcraft Buch lesen. Okay. Warum nicht? Weil, wenn mich die Story interessiert, dann möchte ich die Story erleben, und wenn mich die Story nicht interessiert, dann und ich trotzdem eine Information möchte, dann lese ich es im Wiki nach oder sowas, so. aber... Also, du sagst jetzt, dass wenn dich das Spiel echt interessiert, willst du nicht das Buch lesen dazu, sondern du willst das Spiel... Ich möchte es über das Spiel, genau, ich möchte es über das Aber Spiel die Sache ist ja, die Witcher-Bücher, die gab es ja vor dem Spiel lange Zeit. Die kamen Ach echt, ja, ist das nicht, Ja, ist das ja. nicht weiterführende Lore auf das Spiel? Nee, also die Bücher okay. sind aus Polen. Das ist eine alte Geschichte von Witcher, weiß ich nicht. Sie erzählen sie sich seit 50 oder 100 Jahren. Oder 30, keine Ahnung, oder 50, vielleicht auch 40. Und da machen wir jetzt einfach Replay, ne? Genau. Ja. Weil die hat der Andrzej Sapkowski geschrieben. Aha. Und da sind ja 7 Romane sind draußen, die alle mit dem Witcher zu tun haben. Und halt, das ist eine Geschichte. Und da gibt es noch ein paar andere, die er geschrieben hat. Einfach so ein Sidequest oder Side-Stories vom Witcher. Und ja, aber die Spiele oder die Bücher sind nicht zu den Spielen geschrieben. Also die Bücher gab es schon lange vor den Spielen. Ja. Mhm, okay. Also die Spiele haben so Sachen in sich. Also die haben halt Charaktere aus den Büchern. Ja, aber haben jetzt nicht irgendwie... Also du spielst nicht die Geschichte, die es in den Büchern gibt. Die Geschichte ist anders. Weil ich habe ja Teil 2 gespielt. Teil 1 habe ich nicht gespielt, der war ein bisschen zu doof irgendwie. Ja. Aber was haben denn dann, also, wenn ich nicht die Geschichte aus den Büchern spiele, Ja. was spiele ich denn dann? Also, ich habe bisher die ersten beiden Romane gelesen. Und ich habe den zweiten Teil gespielt. Und es gibt so Schlüsselfiguren. Es gibt halt den Witcher, Geralt. Dann gibt's Triss, das ist eine Zauberin. Es gibt Yennefer, das ist eine Zauberin. Es gibt Die Yennefer. Yennefer, ja. Yennefer von Wennenberg oder so. Die gibt's. Ciri gibt's, die ist auch noch sehr wichtig. Und die kommen einfach in den Büchern dann vor. Ciri erst in Teil 2. Und es passieren halt Sachen. Also, weiß ich nicht, einige verlieben sich, andere sterben, andere kommen wieder und so weiter. Fuck. Und Ja. Oder es gibt auch, in den Büchern wird immer der König Foltest erwähnt. Und ja, ziemlich dummer Name. Nicht Und- gewinnen jetzt hier. Nee. Gut. Du hast schon alles freigeschaltet, ne? Wir müssen nicht tauschen, abwechseln oder so. Nee, ich Okay. brauche gar nichts mehr. Gut. Und in dem Spiel ist es so in Teil 2, dass der König Foltest umgebracht wird von irgendwem und alle denken, dass das Geralt war, weil die nicht wussten. Also die wussten, dass es ein Hexer war und Geralt war halt gerade genau bei dem Typen und wollten Ja, was ein beschützen. Zufall. Und dann hat Ja. sich der Königsmörder, der komische, glatzköpfige Hexer, der natürlich böse ist, der hat dann Sind nicht alle glatzköpfigen böse. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Da hat der Königsmörder ihn umgebracht und sich als Mönch getarnt und eben den Typen umbringen können so, weil dann der Mönch mit dem König sprechen wollte und dann hieß es so, ja, kommen Sie mal kurz her und so, ich bin der blinde, taube, stumme Mönch, ich will mit Ihnen reden kurz und der Witcher soll weggehen und hat dann umgebracht und dann der Witcher steht halt genau bei der Leiche und alle denken, dass der Witcher ihn umgebracht hat, den König, aber das ist halt nicht so. Und dann muss Geralt seine Unschuld beweisen und ganz viel Sachen machen, ja. Ist das denn eine der Storylines dann? Oder auch nicht? Also das ist im Spiel nur so, aber im Buch ist es halt nicht so. Also, Okay. ja. Weil im Ja, Buch aber warte lebt mal, er wenn halt in dem noch. Buch der König nicht stirbt, Ja.
dann ist doch die Story eine ganz andere quasi. Ja, also die Stories sind schon ganz anders, die passieren, weil in den Büchern ist es halt so, dass der Witcher sich in Yennefer verliebt und da passiert auch irgendwas mit einem Genie und der macht irgendeinen Wunsch, aber niemand weiß, was das für ein Wunsch war. Und der Genie will aber Yennefer töten und der Witcher hat einen Wunsch gemacht, damit der Genie Yennefer nicht tötet. Und aber irgendwie lieben die sich und hassen, also mögen die sich auch nicht. Und Witcher und Zauberer können keine Kinder bekommen, also können sie keine Kinder haben. Und ja. Und in Witcher 2 ist es halt so irgendwie, ja, das wird Warum gar bist du denn nicht. so schnell? Ja, weiß ich nicht, vielleicht, ich habe einen Powerstart hingelegt. In Witcher 2 in dem Spiel ist es einfach so, dass du bekommst da überhaupt nichts mit irgendwie, dass sich die lieben oder so, oder du könntest darauf schließen durch irgendwelche Briefe, die rumliegen oder so andere Sachen, dass die sich mögen oder dass da was ist. Aber die Sache ist ja auch noch, dass Triss in den Witcher verliebt ist und der Witcher auch irgendwie Triss mag, aber er ist halt irgendwie gebunden an Yennefer. Und das Ich bekommst weiß nicht, du wer halt. Triss ist. Dann macht doch nichts. Erzähl mal weiter. Ja. Und also die Geschichte ist super, aber vielleicht stirbt ja der König Foltest noch irgendwann in den, weiß ich nicht, 7 Büchern. Aber soweit ich das beurteilen Du hast kann. noch nicht alles gelesen, oder was? Nee, ich habe erst 2 oder 3 davon gelesen. Ich habe erst 2 davon Okay. gelesen. Ich habe einen 3. angefangen jetzt schon. Ja. Ja. Ja, Aber soweit ich das weiß, also, oder im 1. oder so, oder im 2., keine Ahnung, ist er auch auf eine Reise und will eben, glaube ich, Yennefer retten, weil die irgendwie in Gefahr ist. Und dann sieht er jemanden, genau. Dann Nee, sieht, was macht der jetzt hier? der kam noch rein, hast du bestimmt. Wie geht's, Fluppi? Ich glaube. Ach so, er will wissen, wie geht's, Fluppi. Er will nicht wissen. Ja, anscheinend kommen die jetzt alle, weil du die Lobby offen hast. Nee, ich hab die Lobby closed. Ich habe niemanden eingeladen. Pilz dich. Wir wollen ein bisschen betrügen gerade. Ja. Also das heißt, du weißt auch nicht, was die Storyline in den Büchern ist. In den anderen Büchern grob. Also, es ist immer so cool, weil in dem Buch ist zum Beispiel, also wenn du die Bücher liest, hast du einfach viel mehr Wissen zu den Spielen. Zum Beispiel in dem Buch ist es so, du bist auf der Reise eben und da gibt es eine Gruppe, die will Drachen töten. Weil irgendein König halt den Schatz haben will, den Drache bewacht. Jeder Drache bewacht einen Schatz. Aber der Witcher sagt, Drache sind keine bösen Monster, weil die nicht absichtlich Menschen töten. Und der Witcher tötet auch keine Drachen. Und beschützt eben den Drachen. Und er geht auf die Gruppe und sagt zwar, er will den Drachen töten, aber nur damit er halt mitkommt, damit er weiß, wo Yennefer ist, irgendwie so. Und auf dem Weg sieht Wir er eben, wissen jetzt schon, warum weiß denn der Typ, wo Jennifer ist. nein, irgendwer. Also er hat mitbekommen, dass da Yennefer dabei ist, weil ein Zauberer auch sehr hilfreich ist beim Drachentöten. Ach, Jennifer ist auch eine Zauberin. Ja, Yennefer ist eine Zauberin. Das heißt, das ist doch praktisch, dass dann die Zauberin mit einem Witcher zusammen ist, weil die beide keine Kinder kriegen können. Ja, so in der Art. Dann müssten sie die praktisch. verhüten. Ja. Oh. Und die schlafen miteinander. Und warum ein paar weiß Mal. der nicht, ja, ich weiß, dass Ja. im Witcher die ganze Zeit nur rumgebumst wird. Ja, gut. Warum weiß er denn nicht, wo Jennifer ist? Weil sie gegangen ist, einfach so. Weil, das ist auch eine schöne Sache, weil der Witcher ist immer so einer irgendwie so, der hat Probleme, weil Witcher sozusagen nichts fühlen, also keine Gefühle haben, aber das stimmt irgendwie nicht. Er sagt das bloß immer wieder, weil er so ein harter Kerl ist, denke ich. Aha. Ja. Okay. Und sie sagt zum Beispiel, also willst du wirklich immer für immer und immer mit mir zusammen sein und nur mit mir? Und dann sagt Ja. halt er irgendwie so, ja, mal schauen. Und er gibt sich halt nicht komplett hin, der Wichser. Und dann sagt sie, piss dich. Oder wenn er halt gerade so drauf ist, dass er immer mit ihr zusammen sein will, dann sagt halt sie, ja, ich will aber einfach bloß frei sein und rumgehen und mit wem schlafen, wen ich will, also puh. Okay. Und dann bist du da auf dem Weg zu dem Gasthaus und triffst halt einen Typen und der will da auch hin, der heißt irgendwie, keine Ahnung, von Dohlen. Und das ist ein ganz komischer Name und mit dem sprichst du dann im Gasthaus, also in dem Buch spricht der Witcher mit dem Typen und unterhalten sich halt so und dann sagt der Witcher eben, der will ein paar Fragen beantwortet haben, der von Dohlen, dann sagt er ihm halt, ja, er mag das nicht, wenn Drachen umgebracht werden und so.
Und wie stellt der Witcher jetzt dazu? Und dann sagt der Witcher, ja, das finde ich auch kacke, weil die sind halt so gut. Und er erklärt ihm halt die ganzen Sachen und so. Und dann gehen sie dahin. Und dann später stellt sich heraus, wie alle gegen den Drachen kämpfen, dass die irgendwie voll scheiße sind alle. Also die haben keine Chance gegen... Da sind 3 Zwerge dabei, die haben keine Chance. Und noch irgendwie andere Typen mit einer Steinschleuder, die haben keine Chance. Und niemand hat eine Chance gegen den fucking Drachen. Und dann auch Yennefer irgendwie will den irgendwie nicht töten, weil sie auch schlauer ist. Sie will eher die Leute abhalten davon, den zu töten. Aber dann sagt der Drache zu den Angreifern, jede Gruppe gegen mich einzeln, weil sonst ist es unfair oder sonst ist es halt, dann ist es halt besser oder sportlicher oder keine Ahnung was. Und dann kämpft der Drache immer so Runde gegen andere Typen und gewinnt halt haushoch, weil die halt keine Chance haben. Und die Leute lassen sich natürlich auch darauf ein, weil wäre ja unfair, ne? Und das ist um Ehre, es sind ein paar Ritter dabei und die wollen es auch so haben. Und dann sagt auch irgendwie die Zauberin, sie macht sonst nicht mit, wenn das nicht so gemacht wird. Ja. Und dann kommt später raus, dass der Typ, der von Dohlen, der kann sich in Menschen verwandeln, alle Sachen, und der ist auch ein Drache. Und der ist der Vater von dem Drachen, den alle umbringen wollten. Das war sein Kind, das da war. Und das war ziemlich geil, dass der sich in einen Drachen verwandeln kann, weil er ist auch, weil ich glaube, der Drache... Ich dachte in Menschen, weil ein Drache ist. Der Drache ist halt, also der Drache ist ein Drache normalerweise, kann sich aber in alles verwandeln. Also der kann sich in Menschen, in Vögel, in Hunde, in Tiere verwandeln. Ach so, ja. Okay. Und dann hat halt er auch gesagt, dass der Witcher ein ganz cooler Typ ist und so. Und das passt. Und wenn du das Spiel spielst, in Teil 2 ist es dann so, dass jemand in einen Drachen verwandelt wird und dann sagt er auch irgendwie, ja, und mein Vater ist von Dohlen, und dann triffst du in Witcher 2 sozusagen die Tochter von dem Typen, die auch ein Drache werden kann. Und das erfährst du auch so im Spiel irgendwie so, dass sie halt anscheinend ein Drache ist, weil sie wird Drachentöterin genannt, aber niemand weiß, dass sie der Drache ist und sich verwandeln kann in Drachen. Und dann wird sie später eben eine, weil sie verhext wird oder irgendwas, und dann rettet der Witcher sie sozusagen, und ja, ist ziemlich geil, dass dann sie die Tochter ist von dem von Dohlen, dem Typen, den du im Buch triffst. Also da sind immer so Anspielungen die ganze Zeit, aber du spielst nicht das, was im Buch passiert. Ja. Und da musst du doch bestimmt auch auf Dragon Age stehen, oder? Wenn du auf so eine... Oh, ich liebe Dragon Age, ja. Ich habe im ersten Teil ziemlich viel gespielt, aber nicht beendet. Und den zweiten Teil nur zugeschaut, wie meine Freundin gespielt hat. Weil ihr der sehr gefiel. Und sie wollte nicht mit dem ersten Teil anfangen. Irgendwie so war das. Keine Ahnung. Ja. Aber Dragon Age Inquisition ist ja mal kacke. Ja? Ja. Das ist ja eine Enttäuschung. Ich habe mir das gekauft und dachte mir, boah, das schaut so geil aus. Da war es aber auch erst draußen ein paar Tage. Und dann dachte ich mir, ja komm, da machst nichts falsch. Dragon Age 1 und 2 waren super Spiele. Und ich habe Leute spielen sehen. Hast du in Origins gespielt? Oder ja. ist das 2 gewesen? Also Origins ist Teil 1 und dann kam noch Dragon Age 2. Und zu Origins gibt es eben noch tausende Add-ons und so. Warte mal, was ist denn... Wie? Origins ist der erste Teil? Ja, ja. Also es gibt Dragon Age und dann Dragon Age Origins. Und das ist sozusagen der erste Teil mit einem Update. Ah, okay. Also mit ein paar Add-ons einfach. Ja, und dann gibt's Dragon Age 2. Das hat ein anderes Kampfsystem ein bisschen. Mir gefällt das Kampfsystem vom ersten Spiel einfach so gut. Das ist so klasse gemacht. Vom zweiten ist es auch immer noch gut, gefällt mir auch noch. Und ich habe den dritten Teil, ich habe viele Streamer angeschaut und YouTuber, die ich mag, haben es angeschaut. Und die haben gesagt, das Spiel ist echt ganz gut und so. Und einer spielt irgendwie das Spiel zu 100% durch und macht Pferderennen und den ganzen Scheiß. Also der entdeckt jedes Ding, das du entdecken kannst, entdeckt er. Und ihm gefällt das Spiel auch. Und dann habe ich es mir gekauft und ich habe so den Anfang gespielt. Und ich habe mich dann umentschieden dreimal, welche Klasse ich nehmen sollte, weil ich dachte, ich will aber der sein und der sein. Aber du kannst mit jeder Klasse alles machen, aber halt nicht so gut wie mit... Also ein Schurke kann halt auch mit Schwertern umgehen, aber es ist halt besser, wenn er irgendwie Dolche hat und einen Bogen. Ja. Und ein Magier kann aber kein Schwert oder Zweihandkolben aufnehmen oder so. Und ich habe dann angefangen. Der war richtig cool, der Anfang. Aber wenn du dann so das Tutorial geschafft hast, dann ist das Spiel, das komplette erste Gebiet, unglaublich scheiße.
Das ist ein riesiges Gebiet. Das erste Gebiet ist größer als Diese Hinterlands, ne? Das habe ich auch gehört. Ja, ja. Dass das relativ lahm sein soll. Das ist größer als Dragon Age Origins oder so. Also als das ganze Spiel ist, als der ganze erste Teil von dem Franchise, als Dragon Age 1. Und es ist unglaublich langweilig. Die Landschaften sind unglaublich schön. Und die ganzen Kackziegen, die da rumlaufen, die töte ich super gern. Oder ich schaue ihnen einfach beim Fressen zu. Oder ich suche mir ein paar Pflanzen oder hack irgendein paar Minen aus. Ein paar Mining Nodes. Und alles super, aber ich will niemanden bekämpfen in dem Spiel. Und das ist so kacke. Ich renne immer um alle Gegner rum, weil ich nicht mit denen kämpfen will. Das ist so frustrierend. Ich spiele auf super einfach und ich habe keinen Bock zu kämpfen, weil die Kämpfe so ewig dauern. Und es ist nicht mal interessant. Du hast die normale Dragon Age Kampfsysteme oder du kannst auch Top-Down-View machen und halt strategisch planen, wer wen angreift und wo steht. Aber das ist völlig egal, weil jeder Kampf läuft darauf hinaus, dass du 5 Minuten immer bloß du drückst auf alle 4 Knöpfe und dann wartest du, bis du wieder drücken kannst. Das ist alles. Du musst dich nicht bewegen. Das ist so scheiße. Ja, ich hab gehört, Kampfsystem, also, dass man Dragon Age spielt wegen der Storyline, wegen den Entscheidungen, die man fällen kann, wegen der Aufgabelung des Weges. Ja. Und wenn man daran keinen Spaß hat, beziehungsweise die haben es gesagt, dass halt, also es war ein Streamer, der sich da unterhalten hat. Ja. Und da hat der eine halt gesagt, er spielt es und seine Zuschauer beschweren sich, dass er falsche, in Anführungsstrichen, Entscheidungen trifft. Ja. Und er hat dann gesagt, naja, falsche Entscheidungen sind halt irgendwie, wenn ich, oder dann haben sie halt so gesagt, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, dann wäre die später noch gekommen und jetzt wird dir die das total übel nehmen und du kriegst das schlechte Ende. Ja. Und dann sagt er halt, naja, das wusste ich vorher nicht und wenn das so ist, dann ist es nun mal so. Ja, ja. Wenn man das Spiel spielt, um ein spezifisches Ende zu bekommen, dann bleibt übrig ein Spiel oder ein schlechtes RPG mit einem doofen Kampfsystem. Ja. Und das Einzige, was es eigentlich cool macht, sind die Storys und die Charaktere, ne? Ja. Fand ich eigentlich sehr interessant. Ja. Dass er sagt, er nimmt hin, dass das Spiel eigentlich scheiße ist. Ja. Für den Umstand, dass er es hinkriegt, die Story zu hören. Ja. Du redest gerade über Inquisition? Ja, es war ein Inquisition. Okay, weil naja, es war jetzt aktuell, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es ein Streamer war, der weil Inquisition du hast Foreign Origins gesagt, deswegen dachte ich, du meinst... Nee, ja, Inquisition meine ich. Aber da war das Kampfsystem echt cool. Ich habe auch gerne jeden Gegner besiegt und ich wollte auch die Erfahrungspunkte und aufleveln und so weiter. Das war ist Inquisition cool. Ist Origins das, wo man am Anfang in so einer Sumpfgegend anfängt? Ich weiß. Und dann die Darkspawn angreifen? So eine Festung von den Grey Wardens? Ich weiß nicht, ob das Teil 1 oder 2 ist. Ich glaube, das ist Teil 2. Okay. Das kann sein. Weil ich habe mal irgendwann bei einem Freund einen Magier angefangen und habe dann den Magier gespielt und fand das schon sehr cool am Anfang allein schon, weil mein Magierkollege hat mir dann erzählt, er möchte fliehen und die Templer wollen haben die ganzen Rogue Mages, jagen die und deswegen haben die das Blut und deswegen soll man ihm helfen, das Blut zu klauen. Ja. Und dann ist er ein Blutmagier und seine Freundin verlässt ihn und dann... Ja, das kenne ich, ja. Total geil der Anfang. Ich glaube, das war Dragon Age 1. Der Anfang war so geil. Ja. Ich habe das vor einem Monat vielleicht gehört oder sowas, diesen Podcast, diese Unterhaltung. Und ich habe mich da voll wieder drin gefunden, weil als ich das so gehört habe, dachte ich auch so, boah, ja, die Story war richtig cool. Aber stimmt, das Kampfsystem ist mir überhaupt nicht im Kopf geblieben. Ja. Ich weiß noch, dass es irgendwie so... Nein, nicht Player Joining. Verpiss dich. Ich weiß noch, dass irgendwie so ein Ding war zwischen Turn-Based und Real-Time, weil du konntest halt diese Tactical View machen und dann ist alles eingefroren quasi zeittechnisch. Ja. Setz mal gerade bitte 100 oder das geringste Geld auf dich. Ja.
ist gesetzt. Mich würde mal interessieren, weil er Unglaublich sagt mir jetzt immer am Anfang, nämlich nicht genug Bets wurden gesetzt. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob es reicht, wenn quasi es 2 rivalisierende Wetten gibt. Ja. Oder ob, ich sag mal, wenn ich 8000 setze, musst du mindestens ein Viertel davon setzen oder die Hälfte davon setzen, oder? Gerade unten rechts stand Transaktionen durchgeführt. Also wird's Ja, das geklappt stand haben. immer. Das stand immer. Aber am Anfang stand dann immer die Bets, es gab nicht genug Wetten. Ja. Das stand jetzt gerade nicht. Also anscheinend muss es nur 2 konkurrierende Wetten geben. Ich denke auch, ja. Aber ich sag mal, das kann man dann trotzdem. Ja, dann setzt einer immer 10.000, der andere setzt 100. Ja. Und dann kriegt man's. I finished second? Hä? Du warst doch gerade zuerst im Ziel. Warum bin ich jetzt Erster? Hä? Aber jetzt stehst du da als Gewinner. Und ich habe einen Wettverlust von 100. Ah, okay, ich habe aber auch die Wette gewonnen. Das war einfach nur falsch. Okay. Ja, okay, nee, aber dann passt das. Dann lass uns das mal so machen. Dann machst Ja. du gleich noch ein paar Rennen, die du gewinnst. Dann setze ich 100 und dann, Ja, ich sag mal, ich krieg 3000 raus und du kriegst dann minus 100. Das ist immer noch ein Plusgeschäft am Ende des Tages. Ich bekomme 700 ein, dass ich das Rennen abschließe. Ach so! Ach, Ja. pff. Tja. Nee, aber deswegen, also ich konnte das total nachvollziehen, als es da hieß, hier Dragon Age machte dem Typen keinen Spaß. Ja. Weil das Spielsystem eigentlich cool ist, aber die Mechanik so doof, dass es keinen Spaß gemacht hat. Ah ja, jetzt kann ich auch 10.000 setzen. Ja. Ach, man kann nur Geld setzen, was man auf der Hand hat, ja? Ich kann nicht von meinem Konto setzen. Genau. Interessant. Und es ist wirklich, also das Kampfsystem im ersten Teil fand ich echt okay. Das hat mir gar nichts ausgemacht. Das habe ich gern gespielt. Also ich habe auch gern gekämpft. Und es war auch cool, ich weiß noch mal, ich bin irgendwie durch ein Dorf, durch einen Berg nach oben und dann das sah schon so komisch aus von außen irgendwie so. Da waren ein paar Wachen gestanden und die hatten alle Waffen in der Hand, die Dorfbewohner. Da dachte ich mir, das ist doch nicht normal. Und dann ging ich in den Laden rein und dann war der Typ, der hinterm Theken steht, oder den Tresen, hat dann gesagt, ja, wir verkaufen gerade nichts. Und dann dachte ich mir, aber es ist doch Tag, also was willst du denn bitte von mir? Und da habe ich so gehört, dann hat einer immer so gemurmelt und dann dachte ich mir, der ist gefangen. Und dann hat der Typ gesagt, nicht da hinten nach hinten gehen, da sind unsere Lagervorräte. Und Scheißdreck kannst du mich mal. Dann gehe ich nach hinten, da war der Typ gefesselt. Und dann habe ich den Typen umgebracht. Und dann habe ich den Typen gefragt, ja, was ist denn hier los? Und dann hat er gemeint, so, ja, unser Dorf wurde überfallen und so. Und es sind noch ganz wenig am Leben. Und die Typen draußen sind gar keine Bauern, die sind alles Soldaten. Und dann war das ganze Dorf von Soldaten befallen. Und das waren gar keine normalen Typen mit Waffen, das waren Soldaten mit Waffen, da musste ich die umbringen. Das war richtig cool. Also das weiß ich noch nach 3 Jahren Spielzeit oder so. Sowas. Also das, oder auch mit dem Tower, mit dem Mage Tower, wo dann die ganzen Magier drin waren und wo dann gejagt wurden, wenn du Magier warst. Und du konntest ja auch Blutmagier werden, das ist dann böse. Und da war, glaube ich, auch einer Blutmagier in dem Turm irgendwie so. Irgendwie so war das. Das war richtig geil. Ja. Also das war richtig geil. Die Story hat mir echt gefallen. Und das Gameplay Nein, und auch diese, ich kann mich auch interessanterweise noch daran erinnern, wie diese Templer und Magier, also ich sag mal, diese Aggression von NPCs mir gegenüber als Spielercharakter. Ah, okay. Dass die so gesagt haben, Magier, ich vertraue keinen Magiern und all sowas, ja? Wo man ja sonst häufig in so Spielen so, oh, endlich bist du hier, auf dich haben wir schon unser ganzes Leben gewartet, endlich rettest du unser Dorf, ja? Ab wann gibst du so ungefähr Gas? Weil du hast gerade schon wieder einen Frühstart hingelegt. Oh, also am besten immer bei 0. Genau wenn Go erscheint. Da musst du Gas geben und nicht vorher. Ja. Okay, weil nämlich bei Oh. Nein, bei Mario Kart und sowas war es ja immer, wenn man so bei 2 gedrückt hat, Ja, dann genau.
hat man irgendwie den Schnellstart hingelegt. Ja. Deswegen, ich hatte es noch nicht so richtig raus, wann ich drücken muss. Ja. Und das fand ich halt total cool. Und die haben nämlich dann auch so erzählt, ja, der eine hat halt gesagt, nee, ich weiß überhaupt nichts. Rassismus in dem Spiel? Nö, habe ich nicht das Gefühl. Ja. Und dann hat er gesagt, naja, vielleicht liegt es daran, dass er immer nur den männlichen, menschlichen Kämpfer, also Krieger gespielt hat. Wahrscheinlich. Ne? Und dass dann natürlich der weibliche Elf Magier. im Magier, Ja. dass die dann natürlich irgendwie die so Rassismus gegen die Elfen, weil Elfen Ja. sind ja irgendwie Sklaven oder weiß ich stimmt. nicht, irgendwas. Dass der dann natürlich ein ganz anderes Erlebnis hatte. Das glaube ich. Und das ist richtig krass. Ich weiß noch ein Ding, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da warst du, das musste man vielleicht machen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Da warst du verwandelt als Ratte. Und du warst in irgendeiner anderen Kackwelt, wo lauter Leute gefangen waren und die nicht mehr raus konnten. Und du musstest die irgendwie befreien. Für irgendeine Quest war das. Weil irgendein verrückter Typ die alle eingesperrt hat oder so. In seinem Geistesschloss. Und du musstest als Ratte da rumlaufen und die ganzen Typen finden. Und ich habe einen nicht gefunden und ich kam nie wieder raus aus dem Ding. Das erste Mal, ich gespielt habe. Dann nochmal gespielt, dann habe ich es geschafft. Aber ich habe mich echt nicht drauf gefreut. Aber das hat auch vielleicht bloß eine halbe Stunde gedauert, wo ich da rumgeirrt bin, weil ich vielleicht einfach schlecht bin. Ja. Oh, Das ist wahrscheinlich sogar die ja, richtige. wahrscheinlich. Aber das war echt geil. Und Dragon Age Inquisition, ich will das ohne Kämpfen durchspielen. Aber ich will einfach bloß durchrennen, so let's watch. Ja. Ja. Wie The Last of Us ein bisschen. Obwohl The Last of Us fand ich ziemlich gut. Weil einige gesagt haben, man schaut sich das ganze Spiel nur an und man macht selten was Eigenes. Aber ich finde, du hast schon viel gespielt und du warst auch mit dabei, wenn du gekämpft hast. Also, das fand ich schon ziemlich geil, Last of Us. Last of Us Ja. habe ich ja, dadurch, dass ich ja keine Konsole habe, Ja, habe ich ja keinerlei Last of Us gespielt. Ich habe es nur gesehen ja, und ich muss sagen, ich fand die Story ganz nett, ja, aber und ich fand es auch ganz cool, dass so es ein bisschen so war, naja, der ist halt irgendwie nicht gut mit seinen Waffen, weil er ist nun mal kein Navy Seal vor dem Ja. Outbreak gewesen, ja. ja, ja. Aber ich habe irgendwann später mal einen Artikel gelesen, da stand drin, das Spiel sei darum designt worden, Leuten mit einem Backstein den Kopf einzuschlagen. Und ich finde, das trifft's ganz gut. Also, Ja, das war auch mal, das habe ich irgendwo auch gelesen, glaube ich. Auch auf Englisch war das, glaube ich. ja, genau. Ja, ja, habe ich auch gelesen. Ja, Und das fand ich ganz, ganz interessant, weil das Spiel ist ja auf jeden Fall sehr, sehr hübsch anzusehen. ja, Aber ich verstehe auch, dass die Leute sagen, wenn man darüber mal hinweggeht, ja. auf der mechanischen Ebene, ist da nicht viel. Fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Also ich weiß ja nicht, ich habe es ja nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Also ich hatte schon einige Momente, wo ich Taktiken oder wo ich irgendwo durch musste und da waren jetzt, weiß ich nicht, X Gegner und ich musste die so besiegen, dass es halt nicht, oder ich wollte das so machen, dass ich halt nicht auffall. Und das habe ich schon einige Sachen 2-3 Mal gespielt, weil es mir hat Spaß gemacht und ich dachte mir, ja dann halt nicht, dann gehe ich einfach weiter. Das war nicht so, Aha. ich wollte es halt wirklich cool durchspielen, ich wollte es halt wirklich realistisch durchspielen sozusagen, weil Ja. da war mal irgendwie was, ich hatte eine Flasche und so, ich muss einen Gegner ablenken, ich konnte ihn, wenn ich die Flasche richtig hinschmeiß, dann geht er weg und jetzt, oh, ein Gegner? Oder ist da was? Und dann hätte ich halt von hinten anschleichen können. In der Zeit, wo ich mich anschleiche, ist der andere Typ, der ihn anschaut, dreht sich um und er geht ins Haus rein, sieht ihn nicht und so. Ist ziemlich cool. Und ich mache das, ich schmeiß die Flasche genau ans Fenster hin. Der Typ hört mich natürlich. Ich dachte mir, scheiße. Und dann geht der rein, dann geht der andere Typ, folgt ihm dann.
und dann musste ich die beiden ausschalten. Das war anstrengender und ich habe nochmal neu geladen. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Also das Spielen von The Last of Us war schon cool. Und auch wenn du mit der Pistole die meiste Zeit, oder halt wenn du mit der Pistole geschossen hast, war das auch ziemlich cool, weil du dann... Es fühlte sich irgendwie cooler an als irgendwie... Es fühlte sich cooler an als irgendwie COD oder Battlefield Story. Vielleicht auch wegen der Third Person, ich weiß es nicht. Aber auch, weil du sozusagen mit dem Überleben beschäftigt warst und immer an die ganzen Sachen denkst, die passiert sind. Irgendwie, ach scheiße, wie heißt sie, keine Ahnung, die Frau mit den Haaren, die gebissen wurde am Arm, die ist weg und lebt die vielleicht doch noch, weil es ist ja mal so, du gehst dann irgendwie in ein Haus rein und du verfolgst irgendeine Gruppe und dann waren die aber schon weg und dann sagt sie, ja scheiße Joel, du musst jetzt mit Ellie weitergehen, weil, ja, ich bin gebissen worden und so, scheiße gelaufen. Und ich wurde vor 3 Stunden gebissen, oder, keine Ahnung, vor 3 Stunden, ja. Und schau dir meinen Biss an und der ist schon echt übelst infiziert. Und sie wurde vor 3 Wochen gebissen und bei ihr ist es überhaupt nicht schlimm. Also du siehst fast gar nichts bei ihr. Und sie ist ein Wunderkind und wir müssen sie dahin bringen, damit das alles geheilt, damit die Menschheit gerettet wird. Weil sie dieses, quasi das Anti... Genau, ja, weil sie immun ist dagegen sozusagen. Oder weil es ihr nichts ausmacht. Genau. Ja. Und du findest dann später heraus, dass sie halt in ihrem Gehirn ist, dass irgendwas, ich habe jetzt echt vergessen, wie es heißt. Tut mir leid, dass ich jetzt dieses Fachwort nicht mehr weiß. Nicht schlimm. Ja, natürlich. Ich bin ja schon begeistert, dass du das Wort Gehirn kennst. Genau, habe ich gerade... Hast du nachgelesen? Ja, das habe ich gerade nachgelesen. Dinge im Kopf, ja. 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 Ich weiß gar nicht, die Story geht aus, er bringt sie doch dann nicht dahin und bringt irgendwie alle um und sie ist ohnmächtig oder sowas und belügt sie dann am Ende so oder irgendwie ähnlich, sowas. Ne? Ja, so ähnlich. Weil in der Zwischenzeit, also das Spiel bindet einen auch emotional sehr an sich. Ich wollte gerade sagen, irgendwo, man hatte ich erinnere mich, dass da am Ende eine sehr emotional, ich sag mal, provozierendes Ende kam. Ja. Wo man nicht so ganz zufrieden war mit der Art und Weise, wie der Charakter, den man ja nun mal selbst verkörpert, was man machen musste. Ja, so ungefähr. Ja. Also ich fand, da waren einige sehr emotionale Sachen drin. Allein die ersten 20 oder 15 Minuten, wo dann sein eigenes Kind stirbt und er überlebt. Weißt du noch? Wo er dann kann ich mich nicht dran erinnern. Es fängt doch an, dass du das Mädchen spielst, ein blondes Mädchen, das schenkt ihm eine Uhr. Das ist auf der Couch. Ich weiß noch zufällig alle Szenen, die in Last of Us passiert sind. Du sitzt auf der Couch mit deiner Tochter, die hat blonde Haare und dann sagt sie eben, ja, hier ist ein Geschenk und das ist eine Uhr, weiß ich nicht, eine saucoole Uhr und die gefällt ihm auch. Und dann spielst du halt das Kind und irgendwie ist Joel dann weg. Und dann wachst du halt auf, weil du im Bett gelegen bist und dann hörst du irgendwie komische Stimmen oder Schreie und dann gehst du in sein Zimmer und da ist er auch nicht und dann siehst du eine Explosion und eine Newsreporterin und die ist dann auf einmal genau hinter der Explosion und stirbt dann oder irgendwie war da was und dann gehst du durchs Haus durch und suchst deinen Dad und bist voll Dad und so und hast voll Panik und dann draußen klopft's an der Fensterscheibe und dann siehst du Joel siehst du dann, wie er eine Waffe lädt und dann sagt, dass du von den Fenstern weggehen sollst und von den Türen und dann du bloß so, oh, warum denn? Und dann kommt dann ein Zombie, der halt dann euch beide angreift und dann schießt er ihn und das war mein Nachbar. Und dann, ja, er war krank. Und das ist schon krass, wie dann das Kind, also weil du das Kind spielst, ist es halt so ein bisschen, weiß ich nicht, schlimmer oder dramatischer, weil du halt das Kind mit dem Tod konfrontierst und dann fährst du ja zusammen mit Onkel Thomas oder so, fährst du in die Stadt und da ist ja, dann geht doch diese Tankstelle in die Luft und muss dann weil nach einem Unfall bricht sich doch Alter, wie schnell du bist. Ja, Entschuldigung. Ich erinnere mich überhaupt, also ganz im Ernst? Ja. Ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Nach einem Unfall, weil du in der Stadt, weil da so viele Leute aus der Stadt raus wollen, wegen den Kack-Zombies, ist da übelst der Stau überall und niemand kommt weiter und dann fährst du durch die Innenstadt durch und dann hast du einen Unfall mit einem anderen Auto, das auch nicht aufpasst, dann bricht dir deine Tochter einen Fuß und du musst sie tragen. Oh.
Und dann trägst du sie halt weiter und überall sind Explosionen und Zombies, die dich angreifen und so Ja. ein ganzer krasser Scheiß. Und dann gehst du weiter und dann wirst du von Zombies verfolgt, die sind echt hinter dir. Oder von Klickern oder irgendwas, was es eben ist. Und Ja, dann ja. hält Onkel Tommy die Tür zu, damit ihr beide fliehen könnt. Und er sagt, ich komme gleich nach, ich renn weg vor denen, ich bin ja schneller als die. Aber er kommt nicht. Und dann gehst du eben weiter und dann siehst du schon, oh, ist Onkel Tommy. Und dann man selber denkt, ja, der ist tot, aber er hat uns gerettet und so, also der kommt nicht mehr. Na klar. Ja, und dann gehst du weiter und dann siehst du halt einen Typen, dann kommt auch die Cutscene, dann siehst du mit deiner Tochter auf dem Arm einen Typen vor dir mit einer Waffe, ein Military-Typ, und der hat dann auf Funk irgendeinen Menschen, mit dem er spricht, du hörst ihn nicht und du hörst bloß den Militärtypen, dann sagt er, ich habe hier 2 Menschen. Und dann sagt er, aber sie ist noch ein Kind. Und dann sagt er, okay, verstanden. Und dann sagst der Joel so, oh nein, 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 nein. Und dann drehst du dich um und dann schießt der Typ auf euch, weil halt die Gefahr ist, dass ihr Zombies seid und weiter nach außen dringt. Ja, ja, ja. Und während des Schießens wird aber der Typ erschossen und das ist von Onkel Tommy, weil Onkel Tommy doch noch überlebt hat, der Wichser. Und er hat dann den Typen erwischt. Und mein Controller ist aus, schön. Und dann... Sehr gut. Ja, hast mal eine Chance zu Lock mein gewinnen. Staub. Und dann wurde halt Joel ein bisschen im Arm getroffen, das macht aber nicht viel. Und du hörst bloß deine Tochter weinen, ganz leise, und dann gehst du zu ihr hin und dann, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann siehst du halt, dass sie am Bauch oder irgendwo am Herz getroffen wurde. Und hältst Die Tochter? Ja. Und dann hältst du die blutende Stelle zu und dann sagt er immer, nein, bleib bei mir, bleib stark. Und dann sieht man halt, wie sie in seinem Arm stirbt. Und dann kommt halt diese traurige Melodie. Dum, 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 The Last of Us. Schwarzer Bildschirm, weiße Schrift, The Last of Us. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das Spiel hatte ich in den ersten 20 Minuten schon so gebunden mit so einem krassen Ding. Der Tod von dem Mädchen, übelst traurig. Echt krass. Und dann später hörst du mal irgendwie, dann sagt Ellie zu dir, warum du die Uhr hast, die ist doch kaputt. Und so. Und dann sagt er halt, ja, aber es ist seine Lieblingsuhr, weil es seine Tochter ihm geschenkt hat. Und das war das Letzte, was sie ihm geschenkt hat und so. Und er muss die Uhr behalten. Aber woher kennt er denn überhaupt Ellie? Ja, er geht weiter. Er rettet die irgendwie von so einem Erschießungskommando. Von Fireflies. Oder von Fireflies, ja. Genau, die sie entführen wollten oder so, ne? Ja, so eine Quasi. Art, also die war schon bei ihnen. Joel ist dann in so einer Stadt, wo halt alles sicher ist. Ja, und so. da werden aber doch die Leute Genau, da immer gejagt werden- und erschossen und... Also nicht alle, also da werden ein paar Hausbesucher, die werden kontrolliert mit irgendeinem komischen Strahlending oder vielleicht ist es auch bloß ein Metallmagnet, und wenn der anschlägt, dann wird der erschossen, weil der halt wahrscheinlich das Virus in sich hat, was Ja, ja wahrscheinlich ja. Bullshit ist. Und dann sieht man halt den Typen, der scannt den und der eine, ja, geht durch, passt, und der zweite, dann blinkt's und der, oh nein, 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 will wegrennen, wird erschossen, eiskalt, ja. Und Ja. du wirst halt dann immer, also du kommst nicht aus dieser depressiven Stimmung raus, dass alles scheiße ist und echt krass ist und die ganze Situation ist echt beschissen. Wow. Und Ja. dann gehst du eben irgendwie durch ein Haus durch in den Untergrund und mit Onkel Tommy vielleicht. Und da triffst du dann, wenn du dann weiter fließt und weiter irgendwo hingehst, die Frau, die dann gebissen wird und dann in dem Haus bleibt, um euch beide zu verteidigen, wo dann gesagt hat, du musst mit Ellie auf jeden Fall dahin gehen, weil sie ist die Rettung von allen Menschen. Und ich bin halt schon fast infiziert und jetzt geh einfach. Die Frau triffst du dann. Ja, und dann bringt die dich zu der anderen Frau, zu der Anführerin von den Fireflies ist das, die Eileen oder Marlene heißt sie, glaube ich. Und die kennt die Mutter von Ellie. Und die Mutter von Ellie ist bei der Geburt von Ellie gestorben. Oder halt kurz danach, und hat dann zu ihr gesagt, dass sie unbedingt auf Ellie aufpassen muss. Oder ist sie wegen den Zombies gestorben? Auf jeden Fall ist die Mutter von Ellie gestorben und hat ihre Freundin Marlene gesagt, dass sie unbedingt auf Ellie aufpassen muss und so. Und das liest du auch in einem Brief am Ende von dem Spiel. Findest du dann irgendwo in den rumliegen. Und dann arbeitest du sozusagen mit Marlene zusammen, bist du unterwegs.
da hast du halt mit Arlene, mit Ellie und Joel, die 3 gehen dann so durch die Stadt, weil sie halt zu dem Krankenhaus wollen, um die Infektion zu stoppen. Weil halt das Gegenmittel ist halt einfach mal Eileen. Ja, ja. Ellie ist das Gegenmittel, nicht Arlene. Und ja, dann gehst du da hin und wirst dann getrennt von ihr aber und findest sie dann irgendwie doch kacke. Und dann kämpfst du halt deinen Weg dadurch. Und dann kommt eben diese eine Passage, wo du dann mit der anderen Frau, die du zuerst triffst, die sagt dann, ich wurde gebissen, ich bin fast infiziert, ihr beide müsst auf jeden Fall weitergehen, da kommen die keine Ahnung, bösen Typen, die uns umbringen wollen, ich halte die auf, geht weiter. Und da ist es schon mal voll emotional, weil dann sie halt auch sterben wird. Ja. Und entweder stirbt sie von der Infektion oder halt von den Typen, die gerade kommen. Und du überlebst ja nur, weil sie halt euch schützt. Und dann gehst du weiter und so. Und dann findest du irgendwann Henry und seinen Bruder Sam. Und ihr... Stimmt, Ja. an den erinnere ich mich. Ja. Und ihr beide macht halt ein paar Sachen zusammen, rettet euch das Leben gegenseitig oder helft euch einfach gegenseitig. Ja. Baut eine Beziehung auf. Und dann war es ja so, dass an dem einen Abend irgendwie, da sagt der größere Bruder, ich glaube, oder Sam und Henry, ja klar, dann sagt Henry, der große Typ, sagt dann, dass sein kleiner Bruder kein Spielzeug haben soll, weil es ihn ablenkt oder so, oder weil es laut ist, irgendwie Ja, sowas. irgendwie sowas, ja, genau. Und dann schenkt ja, Ellie schenkt ihm ja dann sein Transformer-Spielzeug. Kleines Blechding, ne? Genau. Irgendwie sowas. Und dann Ja. sagt er irgendwie, ja, super, danke und so. Und wenn sie geht, schmeißt es einfach weg. Und du weißt halt echt nicht, warum auf einmal er das Geschenk von der wegschmeißt, weil das ist voll nett von ihr, dass sie ihm das Geschenk gibt. Und dann hat er eben gesagt, ja, er zählt hier unsere Essensreserven und einer muss es ja machen. Und dann wollte sie mit ihm reden, irgendwie lustig. Und man hat schon gemerkt, dass er nicht gut drauf war wegen irgendwas, aber du wusstest nicht wegen was. Und dann sagt sie, ja, bis morgen zum Essen, ich heb dir was auf oder irgendwie sowas. Oder ich mach was zu essen für dich oder keine Ahnung, wir können dann spielen. Ja. Und am nächsten Morgen wacht Ellie als erstes auf und Henry macht gerade das Essen, macht irgendwelche Dosen. Und dann geht's in Sams Zimmer rein, wird angegriffen, weil Sam mutiert ist. Weil man hat gesehen, dass Sam, wie halt Ellie ging am Vorabend, hat seine Hose hochgekrempelt und hat da eine Bisswunde. Ja! Und du denkst dann, nein, nicht er auch noch. Und dann Ja. ist in der Früh halt Ellie dann sagt, ja, ich gehe mal Sam aufwecken. Und dann denkst du, nein, geh nicht da rein. Und dann geht sie da rein, wird angegriffen. Und dann liegt sie am Boden und er will sie halt beißen und essen und töten und fressen. Und dann sagt der Joel, weil die beiden auch dazu kommen dann wollte der Joel auf den Typen schießen, auf den kleinen Bruder von dem. Und dann haut aber Henry den Joel weg, weil er sagt, nicht schießen, das ist mein Bruder. Und dann Ja. sagt er, aber Ellie stirbt doch gleich. Und dann Ja. wollte er die Waffe aufnehmen und dann, nein, nicht schießen. Und dann erschießt Henry seinen Bruder und das ist übelst traurig. Und ja, dann sind die auch nicht mehr dabei. Das ist übelst Was traurig. passierte mit Henry? Äh, Der bleibt einfach zurück, oder was? Der Henry hat seinen Bruder, er hat seinen Bruder Sam erschossen Ja. und dann alle so voll die Kackstimmung und voll traurig. Und dann nimmt er die Waffe und richtet sich an den Kopf und er schießt sich selber. Ah, okay. Ja. Das war auch noch krass. Also das war richtig Gänsehaut pur, weil du hast überlebt mit denen und Ja. echt krass. Und dann am Ende ist es ja so, dass du erstmal mit Ellie durch ein Haus durchgehst oder durch ein Gebäudekomplex und da siehst du dann Giraffen rumlaufen und dass die ganze Wildnis einfach voll blüht und die ganze Stadt mit Tieren voll ist und so. Und Das fand ich ja so cool bei Ja. wie heißt der Film mit I Am Legend, Ja. wo auch die ganzen Zootiere New Ja. York zurückerobert haben quasi. Das war schon cool, ja. Dass es Ja. ohne die ganzen Menschen irgendwie für die Tiere viel besser ist. Ja. Und dass sie da voll friedlich wie- leben. Weißt du ungefähr, wie viele Rennen wir schon mit dem Motorrad gemacht haben? Waren das schon 10? Ich denke nicht. Noch nicht? Nee, vielleicht 4 oder 5. 5 Echt? Ach maximal. du Scheiße. Ja. Aber Und- mit dem Auto haben wir 10 gemacht, oder? Ja, denk schon, ja. Und dann gehst du halt durch mit ihr, dann musst du so eine kleine Schwimmpassage machen. Ach, und sie kann nicht schwimmen, ne? Und du musst sie Ja, auf so genau. ein Brett rumschieben. Genau, ja. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass sie dann irgendwie... Ach Mist, ich habe die Wette nicht abgesetzt. Natürlich nicht. Und dann ist es ja auch so,
dass sie irgendwie ohnmächtig wird, weil sie unter Wasser war länger und dann rettest du sie gerade so ans Ufer und dann wirst du von Typen mit einer Waffe bedroht und die sagen dann, dass du auf den Boden gehen sollst, aber du sagst dann, sie ist gleich im Sterben und sie erstickt doch gleich und dann schlagen die dich nieder. Dann kommst du im Krankenhaus wieder zu dir. Ja. Ja. Und ja, dann sagt halt Marlene, die du endlich wieder siehst, weil die ist die Leaderin von den Fireflies, die sagt dann zu dir, dass es Ellie gut geht und du darfst sie aber nicht sehen. Und dann sagst du halt, warum... Benutzt du ein getuntes Motorrad? Ja, ja. Ah, okay. Du bist pervers schnell, ey. Ja, dankeschön. Ja. Und Joel will aber unbedingt Ellie sehen. Und dann sagt Marlene eben, das geht nicht, weil sie wird gerade für die Operation vorbereitet. Und dann sagt der Joel, welche Operation? Und dann meint sie wieder, ja, an ihrem Appendix oder irgendwie sowas. Appendix ist im Gehirn, das weiß ich. Vielleicht. Nee. Appendix ist der Blinddarm. Scheiße. Appendix ferformoris heißt es, glaube ich. Ja. Also Appendix heißt ja eigentlich nur Anhang, aber der Appendix ist der Blinddarm. Ja, Appendix ferformoris, so ist der lateinische Name. Okay. Ja. Gut. Weiß ich zufällig. Hast du gerade gegoogelt oder was? Nee, das weiß ich wirklich. Also das ist auch der Wurmfortsatz, wird auch so genannt. Ja, der Wurmfortsatz ist der Blinddarm. Also Ja, das genau. ist der, ja. Ja, und das Ach ist halt so, ich dachte, das ausgeschrieben. im Hirn meinst du. Nee, Gibt's aber noch einen Appendix, der dann halt einen Folgenamen lateinisch hat? ja, Ja, wie heißt denn dann jetzt das Ding im Kopf? keine Ahnung. Na gut. Ich habe letztes Semester irgendwas, da musste mir auch irgendwas im Gehirn landen. Ich habe es aber vergessen, weil es ja letztes Semester ist. Und ich habe die Prüfung bestanden. Und dann bist du im Krankenhaus und sagst eben, du willst aber sie sehen. Und dann sagt aber Marlene, nee, das geht nicht, sie wird jetzt gleich operiert und so. Und dann sagst du, aber das Ding ist doch im Gehirn und sie wird sterben, wenn sie das rausoperiert bekommt. Und dann sagt halt Marlene so, ja. Ein damit. Leben gegen alle. Ja, genau, ein Leben gegen alle. Und du willst aber halt echt nicht, dass Ellie stirbt, weil du halt du siehst sie als Tochter an. Genau, ja, vor allem, du hast ja auch diese Geschichte mit, dass die Tochter vorher gestorben ist, ne? Ja, Also, genau, und das ist sozusagen seine neue Tochter, oder er beschützt sie halt, er hat einen Vaterinstinkt für sie. Und er will einfach nicht, dass sie so stirbt. Und dann sagt Marlene, ja, dass der Typ mit der Waffe jetzt euch begleitet und so dann zum Ausgang bringt oder so. Und dann, ja, und dann geht sie weg, Marlene, und du gehst mit dem Typen mit. Dann überwältigst du den Typen und schießt ihm 3-mal in die Eier, bis er dir sagt, wo es lang geht. Und dann nimmst du das ganze Krankenhaus auseinander und bringst jeden Typen um, der in dem scheiß Krankenhaus ist, weil du hast auf einmal jeden Menschen, du bist so der Berserker geworden. Bist dann in dem Operierungstisch, ich glaube, der heißt Operierungsraum, ja, so nennt man das. OP nennt sich das, ja. Ja, Operierungsraum. Ja. Oder Operationstisch. Und dann siehst du eben dann siehst du Ellie auf dem Tisch liegen mit dieser Krankenhausmontur, weil sie halt gleich operiert wird. Ja. Dann gehst du rein, nimmst den Arzt als Geisel, er schießt irgendwie ein paar andere Menschen da drin, er schießt den Arzt, schießt auf irgendwen noch anders, dann gehst du mit ihr raus, flüchtest mit ihr und es kann halt niemand mehr diese Operation durchführen, weil alle Ärzte, die es noch gibt, anscheinend tot sind. Die hast du mir gerade umgebracht. Die hast du alle erschossen. Ja, schön sauber. Und dann auf dem Parkplatz hast du halt Aline auf dem Arm, da hast du Ellie auf dem Arm. Ja. Und dann siehst du halt Marlene stehen vor dir Und warum ist Ellie ohnmächtig? Die wurde betäubt, weil sie halt für die Operation Ach, für die vorbereitet OP. wurde. Genau. Ja, okay. Ja. Weil sie halt nicht am lebendigen Leid sterben soll. Also wenn sie halt bei Bewusstsein ist. Und dann genau, sagt sie halt, ja, das ist halt scheiße und so. Und wenn du uns jetzt Ellie gibst, dann lass ich dich auch gehen und so. Unsere Ärzte können ja das machen, sie weiß nicht, dass alle tot sind. Ja. Und sie ist halt die letzte irgendwie im Krankenhaus, die noch lebt. Und Sie hat die Leichenberge nicht gesehen, ja? nee, sie ist im Parkhaus, ist sie unten, ne? Und das ist woanders. Also Ach so, sie okay. weiß noch gar nicht, was los ist, außer halt, dass sie halt dann Joel sieht, der Ellie auf dem Arm trägt, was halt nicht in ihrem Sinne ist. Ja. Und dann sagt sie, nee, also du kannst gehen, wenn du sie mir gibst. Und dann schaust du kurz zurück oder schaust auf Ellie hin und als nächstes Bild sieht man dann, wie er im Auto sitzt und wegfährt. Und man dachte man hat die Hoffnung, ich hoffe, er hat sie mitgenommen.
Und dann sieht man die Rückblende. Oder dann sieht man, wie sie halt im Kofferraum aufwacht oder halt auf der Rückbahn aufwacht und du hast sie bei dir mitgenommen. Das heißt, Und- es wird noch nicht mal gezeigt, dass er sie umgebracht hat, aber er muss sie umgebracht haben, weil sonst wäre er nicht weggekommen mit ihr. Und dann, ja, gleich. Und dann ist sie eben Ach so. im Auto mit ihm. Und dann sagt sie, wo bin ich? Und dann sagt er, ja, im Auto. Und dann sagt sie wieder, ja, und was ist eigentlich los oder was ist passiert? Und dann hat er gesagt, wir waren in dem Krankenhaus, um diese Infektion zu stoppen. Aber sie haben Dutzende wie dich gefunden. Ne? Und sie haben das unter Kontrolle und also sie werden es lösen und sie brauchen dich nicht mehr. Ja, das meinte ich nämlich. Irgendwie, Ja. er belügt sie da am Ende. Und dann Ja, sieht man ja, die genau. Rückblende, wie er eben im Krankenhaus noch steht, im Parkdeck, auf Ellie schaut und dann kommt ein Schuss. Und in seiner linken Hand hatte er eben noch einen Revolver, den hat man nicht gesehen, weil halt Ellie auf seinem Arm lag. Ja. Und dann hat er halt sie erschossen und dann sagt sie, also, keine Ahnung, lass mich halt einfach, oder lass mich wenigstens am Leben und so, ich bin der Anführer von den Typen, die alle nicht mehr da sind. Und dann schießt es halt eiskalt, weil sie halt doch noch böse ist. In dem Sinne, dass sie die Menschheit retten will. Ja. Eh scheiße alles. Ja, Und, schon klar. Ja, und dann sieht man sie wieder, wie sie irgendwie durch ein paar Berge klettern. Und dann sagt sie zu ihm, also jetzt ganz ehrlich, hast du mir die Wahrheit gesagt damals, vor ein paar Wochen, wo ich dich gefragt habe, mit der Krankenhausgeschichte? Und dann hat er sie angeschaut und dann hat sie ihm noch gesagt, schau mich an, also schau mir in die Augen. Und dann schaut er sie an und sagt, ja. Und Ja, dann ja, sagt, doch, ich erinnere und dann sagt sie, okay. Aber in ihrem, Aber man glaubt, dass sie ihm nicht glaubt, ne? ja, Also, in ihrem Gesichtsausdruck steht da noch so irgendwie so ein Ja. Zweifel, so, oh Mann, du hast mich schon wieder belogen, du Arschloch. Irgendwie Ja. so, ja. Aber ich habe noch nicht dieses, gut, das ist ja egal, weil es gibt noch ein DLC dazu, da spielst du Ellie und sie hat ja eine Freundin irgendwie. Weil am Ende erzählt sie auch von ihrer Freundin. Da hat sie gesagt, sie hatte mal eine Freundin, wie es angefangen hat. Da wurden sie eben beide gebissen. Da haben sie gesagt, naja, was soll's, wir werden es aussetzen. Und zusammen sterben eben mit ihrer besten Freundin. Und dann hat sie gesagt, ihre Freundin hat sich verwandelt, aber sie nicht. Sie wartet immer noch drauf, dass sie sich verwandelt. Aber das macht sie einfach nicht. daher hat sie den Biss, der verhält es quasi einfach. Genau. Weil Ja. sie verwandelt sich nicht, sie kann das nicht. Ja. Sie ist da immun dagegen. Und sie hat gesagt, sie wartet immer noch drauf, dass sie sich verwandelt und zu ihrer Freundin kommt. Und es gibt eben ein DLC, da spielst du Ellie und ihre Freundin. Also du spielst bloß Ellie und siehst eben diese ganze Geschichte mit ihrer Freundin, wie das passiert ist, wie sie gebissen wurde. Aber die Ja, okay. fehlt mir noch, weil das habe ich noch nicht gekauft einfach. Ja. Weißt du, also die Fireflies, deren Plan ist nur ein Gegenmittel zu finden, oder was? Ich denke schon, weil es gibt ja diese Firefly Corporation. Und dann gibt es ja noch diese komische, böse andere Corporation, die einfach alle umbringen will, die nicht von ihrer Corporation sind. Also die greifen auch die Fireflies regelmäßig an und ihre Basen. Nein, deswegen, ich weiß, dass irgendwie die Fireflies so eine paramilitaristische Geschichte haben. Ja, ja. Und irgendwie andauernd in bewaffneten Konflikten sind, aber Ja. ich frage mich, wer was dagegen haben könnte, dass die ein Heilmittel finden. Ja, also das stimmt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich denke nicht, dass die 100% sauber sind, muss ich sagen. Ja. Ich denke, die handeln auch auf jeden Fall wegen dem Geldes irgendwie, dass sie vielleicht da dann das Heilmittel verkaufen, den letzten 5 Menschen, die noch leben. Ich weiß es Genau, echt ich wollte nicht. gerade sagen, so wirklich, Ja. viel bringt Geld dann auch nicht, ne? Weil es ist ja auch so, dass du spielst ja auch in 2 Festungen oder einer Festung, oder halt Unterschlupf, das die haben, die haben. Ich habe auf B gedrückt, verdammte Scheiße. Achso, ich glaube, das war bloß ein Halten, ja. Und das ist ja auch nicht wirklich top ausgerüstet. Also das ist ja auch bloß so provisorisch, dass irgendwie die Zäune mit Stacheldraht umwickelt sind und mit Elektrodinge und die könnten funktionieren, könnten aber auch nicht funktionieren. Und dann werden die angegriffen, auch von den komischen Raider-Typen. Ja. Und haben da auch echt eine schwere Zeit. Also ich weiß nicht, ob sie das 100% einfach so machen. Ich denke, die wollen überleben. Aber was noch? Ich weiß es nicht. Also
Ich denke nicht, dass sie 100% gut sind, einfach weil ich denke niemand, dass 100% immer was Gutes aus der Sache machen will. Das kotzt mich immer so an. Irgendwie ultra schlimme Geschichte, alle Menschen sterben und dann bekämpfen sich alle noch gegenseitig. Ja, Ja, genau, dann das ist es das halt. ist immer so zum Kotzen, dass es immer irgendwen gibt, der rüstet seine Menschen oder seine Untertanen mit Waffen, mit Schutzwesten aus, mit Granaten, mit jedem Scheiß. Mensch, hilf doch mal zusammen. Das finde ich ja auch so lustig also ich sag mal, ich wollte gerade Walking Dead sagen, Ja. da finde ich es aber eigentlich sehr einleuchtend, weil nun mal kleinere Gruppen an Menschen würden so sein, aber ich finde es bei Resident Evil so lächerlich. Ja. Mit der Umbrella Corporation, die dann irgendwie halt, Ja, ne, also ich sag mal, die haben ja nichts davon, wenn die gesamte Menschheit nee. Zombies sind, dann brauchen sie auch keinen, also was sollte eine Corporation davon haben, selbst Ja. wenn sie an die paar Menschen, die überleben, das Heilmittel verkaufen, Geld bringt dann auch nichts mehr, ne? Nee. Vielleicht Also das wollen sie finde ich eine immer neue so. Menschenrasse gründen. Ne? Ja. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, warum die das so machen würden. Also, Ja, Bullshit. nein, deswegen, also das manchmal, wenn man den Film mit zu viel Hirn angeschaltet guckt, ja. kann man ihn nicht mehr genießen, weil man sich so denkt, hey, irgendwie ergibt das keinen Sinn. Oh, hast du gehört, ist Silent Hill, das ist doch von Konami, oder? Kann ich dir meinen besten Willen nicht sagen, Ja. ich bin kein Konsolenspieler und Silent Hill ist, glaube ich, exklusiv Konsole, oder? Ja. Es gibt aber auch einige auf PC, das weiß ich. Aber nicht Okay. alle. Also es fing damals an mit der PS2? PS1 oder PS2? Die Sache ist ja die, hast du mitbekommen mit PT, was da passiert ist? Was? Ja, PT, das Spiel aus dem PS4 Store. Da war es ja so, dass das wie eine Bombe eingeschlagen hat. Niemand wusste, Das ist ein PT. das ist ein Spiel, also eine Demo. Das Aha, okay. konntest du runterladen im PS4 Store, kostenlos. Ja, war halt kostenlos. Und niemand wusste, keine Ahnung, was das sollte. Es war einfach bloß da. Und es war ein unglaublich gutes Gruselspiel. Und du gehst immer den gleichen, also du gehst den Gang entlang, gehst nach rechts, gehst geradeaus und eine Treppe runter. In den Keller, aber du startest wieder am Anfang. Dann gehst du wieder geradeaus, rechts, Gang runter. Und es verändern sich immer Sachen. Irgendwie, es klopft Blut, ja genau. Tropft. Es tropft Blut von der Wand. Klopft oder an der Tür. es klopft an der Tür. Du hörst Babyschreie in dem Zimmer, wo leer ist. Oder wo nicht aufgeht. In dem Zimmer, das nicht aufgeht, kannst du nicht rein. Auf einmal schaut da irgendwie ein Gesicht raus, dann macht die Tür wieder zu, dann schreit irgendwas, dann gehst du wieder weiter, dann siehst du einfach einen Kühlschrank, der mit Blut tropft, an der Decke hängen. Du gehst weiter, dann siehst du irgendwen, der oben am Balkon steht. Dann gehst du weiter, dann kannst du in das... Oh nein! Oh nein! Ich habe dir zugehört und habe echt überhaupt nicht auf das Display geguckt. Ja. Fuck, jetzt habe ich 10.000 gerade verloren. Oh. Naja. Ja. Egal. Ja. Also das müsstest du dir mal anschauen. Ich muss dir mal was schicken, das ist echt geil. Und wie die Leute auch erschrecken. Es ist echt gruselig, also das ist so gut gemacht. Das ist nur eine fucking Demo, die nichts kostet. Ja. Und dann kannst du irgendwann in das Bad und dann siehst du halt in dem Waschbecken irgendwie eine winzige Babyleiche drin, die voll komisch aussieht und komische Stimmen nachmacht und das ist übelst gruselig, das Spiel. Also das würde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Und du kannst in dem Spiel auch Fotos... Ich bin ja kein großer Freund von Gruselfilmen. Spielen. Ja, du wirst einer sein nach dem. Nee. Doch. Glaube ich nicht. Nicht schon. Und die Sache ist dann, du kannst Puzzleteile finden, ne? Weil sich immer ein bisschen irgendwas verändert. Einer ist hinter einer Blume, einer ist in der Wählscheibe und die werden immer komplizierter und wenn du alle hast, ist das Spiel sozusagen vorbei. Mhm. Und um alle zu finden, musst du halt echt alles machen irgendwie. Also du musst Start drücken, auf Optionen gehen, ich glaube die Sprache ändern und ein bisschen leiser machen und dann X oder Y drücken und dann bekommst du eins. Dann ist ein neues Puzzleteil in dem Startmenü versteckt auf einmal.
Also du musst irgendwie echt ganz krasse Sachen machen oder du musst neben dem Telefon stehen und in deinen Hörer, also in deinen Controller reinsprechen, irgendwas irgendwie reinschreien, dann Okay. bekommst du eins. Also da drauf zu kommen, auf die Sachen, die Ja. das Spiel dann komplett freischalten, dass du das Spiel beendest, das ist unglaublich schwer. Ist Komm mal nett, wenn drauf. sie sowas machen mit Ja. in den Controller sprechen. Also, ich meine, dafür braucht man natürlich erstmal die Hardware, aber es muss auch erstmal ein Spiel Ja. geben, was das dann auch nutzt, ne? Also PS4 ist halt super, weil du hast halt den Controller und du hast ja auf dem Pad hast du ja auch einen Lautsprecher drin und dann spricht der mit dir und Ja. dann musst du halt auch zurücksprechen. Ja, logisch. Und dann musst du neben dem Telefon stehen in dem und dem Level und dann dann spricht der Typ mit dir irgendwie aktiv und dann sagst du irgendwas und dann sagt er noch was und dann kommt ein Puzzle heraus. Irgendwie so war das, glaube ich. Und wenn du das geschafft hast, dann kommt am Ende ein Trailer für das neue Resident Evil oder Silent Hill. Ich glaube, Silent Hill war es, ja. Und jeder war einfach geschockt, dass das so gut ist und dass das ganze Ding einfach eine Demo für das Silent Hill Spiel ist, wo rauskommt. Und das wusste auch niemand anfangs. Okay. Und das war eine unglaublich gute Marketingaktion. Es war kostenlos. Und dann, auf einmal, ist das Spiel nicht mehr erhältlich im Store. Und auch nicht mehr wieder runterladbar. Oh, okay. Ja. Und das haben sie gemacht. Also die brechen anscheinend gerade komplett zusammen. Die wollten ja auch dieses supergeile Metal Gear Solid Phantom Pain machen. Da haben sie jetzt auch gesagt, da hören sie komplett auf. Sie entfernen sich komplett von allen Konsolensachen. Die Zukunft von Gaming liegt im mobilen Bereich. Ja, das stimmt auch. Ja, aber sie haben doch schon, das käme ja sogar raus bald, Metal Gear Solid Phantom Pain. Und weil sie ihren Top-Producer Kojima haben sie anscheinend rausgeschmissen oder übelst über ihn gelästert, weil er wollte anscheinend seine Spiele, er wollte lieber Filme machen, konnte Ja. das aber nicht. Und deswegen waren auch andere Filme wie Metal Gear Solid, das letzte, diese, weiß ich nicht, 6 oder 7 Stunden Spiel, dieses halbe Vollpreisspiel einfach, das rauskam, also die Demo für Phantom Pain sozusagen, die kostete ja auch, glaube ich, plus 20, 30 Ach, Euro. RAM bringt auch echt gar nichts in dem Spiel, ne? Ja, wenn du mich selbst so langsamer- schlecht rammst, dann, ja, also... ich weiß nicht, wie das Ja. funktioniert. Und Weiß das dann doch nicht. hat der Typ eben in dem Spiel, waren jetzt irgendwie, du spielst das Spiel normal durch, dann bist du nach 6 Stunden mit dem Spiel durch, es kostet aber auch plus 30 Euro. Das finde ich schon eher annehmbar. Ja. Und von den 6 Stunden kannst du im Spiel sind, glaube ich, mindestens 1,5 Stunden Cutscenes Ja. und Sequenzen und Filme drin. Und danach kannst du auch nochmal irgendwie super viele Filme anschauen. Also einfach, weil das echt gut gemacht ist, es ist super gemacht, aber du willst halt irgendwie keinen Film sehen, wenn du spielst. Und die erste Cutscene oder einige Cutscene dauern halt eine halbe Stunde am Stück. Und das ist halt schon krass. Das. Und, Ja, vor allem, also ich sag mal, ich spiele ja auch ein Spiel mit der Prämisse, dass ich auch mal Ja. Pause machen kann und ja. was trinken kann, auf die Toilette gehe. Ja, ich Ja. setze mich ja nicht hin, um einen Film zu gucken. Ja. Hm? Und dann waren eben diese Gameplay-Teile, die waren super und gut und so, aber halt sozusagen... Ups, warte. Okay. No. Zurück. Nein, warte. No. Toggle Playlist. Okay. Ja. Jetzt. Und das Spiel war super gut und so, aber wenn du gut bist, kannst du das Spiel in 2 Stunden durchspielen. Was auch einige gesagt haben, was beschissen ist und so, weil das Spiel viel zu kurz ist, aber da es nur eine Demo ist und nur einen halben Preis kostet, ist es vertragbar. The Order 1886, glaube ich, war das, hat ja so bloß eine Spieldauer von 7 Stunden. Und das ist ein Vollpreisspiel. Also, Ja. wo sie auch gesagt haben, da hätten sie sich viel mehr vorgestellt. Also das ist bloß ein linearer Shooter, du rennst einfach durch und du hast nichts irgendwie, du kannst nicht entscheiden, was du machst oder wo du hingehst. Das ist ziemlich, ja, kacke für die heutige Zeit. Und die ganzen Typen, die dich begleiten oder die eine Frau, die du bei dir hast, die schießt so schlecht, die schießt halt 10 Minuten auf einen Typen, 100 Mal trifft sie ihn, aber sie bringt ihn nicht um, weil du den umbringen musst, sozusagen. Ja. Und wenn okay. sie ihn anschießt, dann bekommt er viel weniger Schaden. Ja, klar. Ja. Sowas. Ja. Und da hat jetzt Konami, so heißen sie, Konami baut anscheinend voll gerade den Ding rein. Die haben das unglaublich gute Spiel PT aus dem Store entfernt. Die haben gesagt, die machen kein Silent Hill. Die haben anscheinend gesagt, dass sie mit Metal Gear Solid aufhören, dass sie einfach alles, was sie jetzt schon hatten, was echt gut war, einfach so
abstoßen. Sie haben ja auch, sind alle ihre Aktien... Naja, haben sie, aber die können ja auch, also es könnte ja auch daran liegen, dass sie einfach, wenn sie auch finanzielle Probleme vielleicht haben, dass sie halt die Rechte daran verkaufen. Weil ich meine, so Titel wie Silent Hill und Metal Gear Solid geben natürlich richtig, richtig viel Kohle, natürlich, ja. Und das Komische war ja auch, die sind aus den Aktien also die waren nicht mehr public, also die haben halt keine Aktien mehr gehabt. Ja. Die sind zurückgetreten und dann haben sie PT aus dem Store entfernt. Und dann haben sie immer schlechtere Sachen gemacht, sozusagen. Ja. Und ein anderer sehr berühmter Entwickler, der damals Castlevania gemacht hat, die ersten Teile, wo du noch einfach nach rechts gehst immer, die noch richtig geil aussahen. Also, es gibt ja jetzt diese 3D-Castlevania-Spiele, die gefallen mir nicht so, aber die damaligen NES und SNES, die waren ja richtig cool. Wo du einfach bloß nach rechts gehst und das war noch naja, cooles das Spiel. war halt diese Super Mario-Optik. Ja, so genau. 16-Bit. Ja, logisch. Genau. Und der hat auch gesagt, also die Fans wollten schon sowas sehen und so. Und dann hat Konami gesagt, nee, also das machen wir nicht, das lohnt sich überhaupt nicht. Dann hat er einen Kickstarter gestartet und hat innerhalb, glaube ich, von, weiß ich nicht, einer halben Stunde, eine Stunde sein Ziel erreicht und hat jetzt 10-mal so viel, wie er haben wollte eigentlich. Naja, aber also die Problematik bei sowas wie Castlevania, Ja. ist genau das gleiche wie die Problematik bei Syndicate und bei XCOM. Ja. XCOM, bei XCOM hatten sie ja quasi nur The Bureau geplant oder angekündigt. Und haben gesagt, hier, wir machen einen Shooter XCOM. Ja. So. Und du hast zwei Arten von Leuten, ja? Die einen, denen sagt XCOM was, ja? Da gehöre ich eigentlich schon nicht mehr zu, weil selbst ich bin dafür zu jung. Ja, ich habe XCOM zwar gespielt, aber ich habe das nicht gespielt, als es rauskam und habe gedacht, wow, beste Grafik ever. Ja, ich hatte viel zu viel damit zu tun, Command & Conquer zu spielen. Und solche Leute hast du, die halt XCOM kennen, aber es nun mal als Turn-Based Strategy Game kennen. Und dann hast du Leute, die es nicht kennen, die dann, denen es aber auch scheißegal ist, ob das Ding XCOM, also welches Franchise das hat. Das heißt, bei vielen Spielen verstehe ich ja irgendwie, dass die sich an einen Franchise angliedern, weil nun mal sich Battlefield 5 besser verkauft als Random Genetic Shooter Nummer 1. Ne? Und also ich sag mal, deswegen verstehe ich das ja, aber irgendwie ein Franchise auszubuddeln, was 20 Jahre lang tot war, und dann daraus ein anderes Genre zu machen, weil die Leute, die es sich kaufen, weil es ein XCOM-Spiel ist, sind enttäuscht, weil es ein Shooter ist, und die Leute, die es sich kaufen, weil es ein Shooter ist, sind enttäuscht, weil es ein Scheiß-Shooter ist, weil es irgendwie das Setting für einen Shooter ungeeignet ist, so ungefähr. Ja, das stimmt, Ja? Hättest du auch überall anders setzen können. Also, und gleiches bei Syndicate und auch bei, welches war das denn noch? Gab noch ein Spiel, was irgendwie halt so ein Spiel war, wo du den alten Titel quasi ausgebuddelt hast. Wo man nur den Kopf schütteln konnte. Weiß ich gar nicht. Ja, doof. Also, ich bin mit XCOM auch nicht so zufrieden. Mit The Bureau. Ach was! Ja. Nee, erzähl doch mal. Ja, doch. So als hätte ich dir das gesagt. Ja, schon. Mir hat kein Mensch irgendwas gesagt. Ich wollte dir gerade schreiben, aber dann habe ich mich dagegen entschieden, weil auf Testnachrichten, ja, weißt du? Verzieh dich, Zingiebel, och man! Jetzt habe ich meinen Faden verloren, weißt du, weil Fluppy gesagt hat, pass mal auf. Seid ihr Dann in habe ich der Sitzung aufgepasst. drin, oder was? Wir spielen gerade, ja. Ist der noch frei, oder? Ja, bestimmt. Also wir schalten gerade für den Silent da diese ganzen Upgrades für sein Auto frei. Für den Silent? Redest du gerade über dich selbst in der dritten Person? Nee, das macht der Silent nicht. Das macht der Silent nicht. Shit. Hast du noch nicht geschafft, bist du unfähig. Kannst du noch mal nicht gewinnen, wenn du nicht versuchst zu gewinnen.
Wir können, wenn Floppy jetzt reinkommt, könnten der 10 der Silent und der Floppy ein bisschen Missionen spielen. Ach, Ja. ihr seid in einem Job oder was? Wir machen gerade hier Criminal Records oder wie die das Ja, nennen. sagt es doch. Ja. Hab ich doch gesagt. Halten mir gerade die Dinger frei, die Upgrades. Ach, ihr seid fertig, gell? Ja. Ja. Warte mal, lass mal Free Mode gehen. Hast du mitbekommen mit Banjo-Kazooie-Entwicklern? Nee. Kennst du Banjo-Kazooie? Ja. Ah, da haben die Entwickler ein neues Projekt gestartet. Die sind ja damals von Rare, von dem Entwicklerhaus. Und die haben dann jetzt Ikusa und Jampuzi oder irgendwen gemacht. Also den Nachfolger zu Banjo-Kazooie sozusagen, mit neuen Charakteren. Und ihr Ziel wurde nach einer halben Stunde Kickstarter schon erfüllt und ist jetzt schon bei, weiß ich nicht, 1 Million Ja, aber oder so. Banjo-Kazooie, ich kann mich daran erinnern, dass ich Banjo-Kazooie auf einer Konsole gespielt habe. Das heißt, Ja, das ja. ist nicht so ein altes Franchise wie XCOM gewesen, ne? Ja, das war N64 Banjo-Kazooie. Ja, genau. Ja. Da gab's das mit dieser fliegenden Holzmaske. Und dem Bösewicht, der dieses Nintendo 64N auf dem Kopf hatte, auf der Stirn hatte im Vorspann. Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Doch, ich meine schon. Also der Banjo ist ein Bär und Kazooie oder Tui ist eben dieser Vogel, den er in seinem Rucksack hat. Und damit kann er immer rumfliegen. Ach, Entschuldigung, ich verwechsel es auch gerade mit Crash Bandicoot. Mein Fehler. Ah, ja, der. Ja. Oh ja. Ah. Weil da war das so. Ja. Das war so. Ja, aber den kenne ich tatsächlich auch, jetzt wo du es sagst. Aber ich hätte. Mal überlegen, ich kann nicht sagen, dass ich es jemals gespielt habe. Im N64, ich hatte kein N64 und ich habe immer bei meinem Freund haben wir immer nur Star Fox gespielt. Ja. Yeah. Star Fox habe ich auch. Ja. Das war ein geiles Spiel. So, warte mal, dann fahre ich jetzt mal gerade hier mit meinem Krüppel-Car zum Mod-Shop und gucken mal, ob ich das jetzt modden kann oder ob die ganze Mühe umsonst war. Ja. Tu das. Was? Ja. Doch, ich war grad. Macht nichts. Ich soll dich vom Fail fragen, wie es dir geht. Der ist bei uns in die Lobby gekommen, hat gefragt, wie geht's Floppy? Habe ich gesagt, muss ich selbst fragen. Ich glaube, der denkt, wir wohnen zusammen. alle, die zusammen Computerspiele spielen, wohnen zusammen. Was machen wir jetzt hier? Mission? Geld? Und so? Ja. Ich glaube, auch mit der DirectX 10 sieht es jetzt nicht mehr so gut aus wie mit DirectX 11, logischerweise. Oh. Logischerweise. Naja, einen Unterschied muss es ja geben, gell? Aber 11 ist doch höher als 10. Ja, eben, und ich nutze ja gerade 10. Ach so, ja. Das ist logisch. Nein! Alter!